Haneberg. 130 Jahre vor Haneberg feiern wir dieses Jahr. Wir freuen uns ganz besonders, dass eine große Anzahl von unterschiedlichen Darstellern hier heute zu uns nach Spandau gekommen sind. Vor der beeindruckenden Fassade der Kehl-Kaserne waren an beiden Tagen Darsteller in historischen Uniformen oder ziviler Mode des 19. Jahrhunderts in der Festung unterwegs. Führungen und Uniformschauen illustrierten dann den Besuchern die Vielfältigkeit und Details der Kleidung und die Techniken der Verteidigung des Forts. Während die Erwachsenen die Geschichte entdeckten, konnten die Kinder im Fort auf der Suche nach einem Schatz gehen. Nicht nur an diesem Wochenende, sondern an allen Wochenenden und Feiertagen bietet die Arbeits- und Schutzgemeinschaft Fort Haneberg Führungen zur Geschichte des Forts und an ausgewählten Tagen auch zur Natur und zu den hier im Sommer und Winter lebenden Fledermäusen an. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.forthaneberg.de. Ich darf Ihnen einmal die Schützengilde von Spandau vorstellen. Schützengilde, das ist kein neuer Begriff, sondern die Schützen waren ja damals, oder die Bürger einer Stadt waren damals verpflichtet. Wenn sie ein Bürgerrecht hatten, dann mussten sie ihre Stadt verteidigen. Das war so. Und jedes Viertel, jedes einzelne Gewerk musste für die Verteidigung ihrer Stadt Männer bereitstellen. Und aus dieser Tradition heraus ist unsere Spandauer Schützengilde entstanden. Die Schützengilde zu Spandau ist erstmalig erwähnt worden. Sie wird zwar älter sein, aber erwähnt worden 1334. Und ich kann das bestätigen, denn ich bin Gründungsmitglied. Man sieht das ja am Namen. Nein, Dr. Schulz hat es schon richtig gesagt. Ehemalige Bürger der Stadt Spandau haben dann die Verpflichtung gehabt, nachdem die Stadtmauer errichtet worden ist, diese auch zu verteidigen. Wir sind heute natürlich anders aufgestellt in zwei verschiedenen Kategorien. Einmal die Frage Tradition, deswegen sind wir hier. Sie sehen, wir haben keine Waffen bei uns. Das zweite ist die Sportabteilung, die aktiv Sport betreibt im ganz normalen olympischen Bereich. Und wer schon mal in Hakenfelde war, der sieht unser wunderschönes Schützenhaus, die Villa, den Schützenhof mit dem Restaurant Villa Schützenhof. Wir haben dort unsere Sportanlagen. Ich würde mich freuen, wenn eine von Ihnen sich bei uns mal sehen lassen könnte. Wir haben mittwochs, nachmittags bis abends Training und wir sehen uns am Sonnabend draußen in den Anlagen. Sie sind herzlich eingeladen. Wir werden uns um Sie kümmern. Zugbrücke können Sie sich vielleicht, oder da wundern Sie sich vielleicht bei diesem Wort, wo sind denn hier die Seile oder Ketten? Unsere Brücke funktioniert anders. Und zwar ist es so, diese Stahlplatte, auf der ich hier stehe, das ist die Brückenfläche. Unter dieser Stahlplatte sind 5 große Doppel-T-Träger, auch aus Stahl. Und die beiden äußersten, die an der Außenkante langlaufen, die laufen jetzt hier über eine Welle, also eine Drehachse hinweg, die sich hier drunter verbirgt. Wenn Sie nachher gleich drüber laufen, sehen Sie hier draußen noch die Lagerschalen rausgucken. Und die beiden äußersten Stahlträger, die sind jetzt doppelt so lang wie die 3 in der Mitte. Die ragen nämlich jetzt noch über sogenannte Gegenwichtsschächte hinweg. Und wenn man dann beidseitig 2 Haken lösen, funktioniert das Ganze wie der Wipper auf dem Spielplatz. Die schwere Seite, die Seite, wo das schwere Kind sitzt, klappt nach unten, die Seite, wo das leichte Kind sitzt, klappt nach oben, aber eben bis in die Senkrechte. Dann macht diese Stahlplatte hier das Portal zu. Und hier wird dann ein Brückenkeller freigelegt, also sprich eine gemauerte Fallgrube von 3 Meter Tiefe. Die werden Sie und lösen.
Sinn und Zweck des Fort Hanebergs war es, Spandau zu schützen, welches bis 1920 von Berlin unabhängig war und die größte Waffenschmiede des Deutschen Reiches darstellte. Es galt, die wichtigen Rüstungsfabriken dem feindlichen Artilleriebeschuss, welcher bereits eine maximale Reichweite von bis zu 10 Kilometern aufwies, komplett zu entziehen. Um dies zu erreichen, ging man im 19. Jahrhundert dazu über, Festungsstädte mit einem geschlossenen Gürtel von 10 bis 12 Forts zu umgeben, welche im Idealfall 5 bis 6 Kilometer von der Stadtgrenze entfernt einen Angreifer mit der in ihr aufgestellten Artillerie auf Distanz gehalten hätten. Für Spandau waren lediglich 4 Forts vorgesehen. Letztlich realisierte man von Juli 1882 bis 1886 aber nur das Fort Haneberg.